wenn ich meine Schwächen zeige, und von denen gibt es ja viel, dass dann das Gegenüber auch bereit ist, zum offen zu sein. Und dann gibt es einfach gute Gespräche. Immer im ersten Talk, jeden Monat, laden wir jemanden ein zum Thema Leuenmut, das Jahresmotto, das wir ja gesetzt haben. So, ich sage dem jetzt mal der Leuencorner. Und heute kommt er auswärts. Wir sind nämlich hier im ICF Winterthur zu Gast beim Simon Lämmle. Zuerst mal herzlich willkommen hier bei uns in diesem LiveNet-Talk und eben ein bisschen in diesem speziellen Format. Und das hat sehr bewussten Grund, weil ich habe nämlich deine Geschichte so ein bisschen mitverfolgt und denke schon, dass couragiertes Handeln bei dir wieder wirklich eine Rolle gespielt hat und wieder einen Schritt gehen. Ja. Und in so vielen Belangen. Der Simon ist heute Leiter vom ICF Winterthur seit dem November 2022 mit seiner Frau zusammen mit der Lea. Mhm. Und auch mutig, wenn man 5 Kinder hat, oder? Und dort hier genau mit diesen Kids so das Leben meistert und genau immer wieder reingeht. Und natürlich viele, viele andere Aspekte. Viele kennen vielleicht den Simon Lämmle auch vom Worship her, wo er stark geprägt hat, über manches Jahr auch im ICF Zürich und im Staff dort dabei war, seit dem Jahr 2000. Wow, da kommt etwas zusammen. Merkt man, wie alt man ist, oder? Ja, da merkt man genau das sicher auch. Eben, meine erste Erinnerung ist tatsächlich, als ich frisch im Glauben war, an die ersten ICF Zürich-Kongresse auf Zürich dann noch. Ich weiss nicht einmal mehr, wo sie echt die dann waren. Auf jeden Fall hier dann vielmals auf der Bühne. Und jetzt hückeln wir hier eben in diesem alten Kino sozusagen, in diesem Palast hier in Winterthur, wo du jetzt ein Daheim und ein Wirkungsfeld hast. Aber ich frage gerade zuerst dort, das ist ja schon ein riesen Change, jetzt, den du vollzogen hast und erlebt Definitiv, hast, wo sicher das Thema Mut stark hineinspielt. Was hat dazu geführt, dass du hast gefunden, es ist etwas ganz Neues dran? Es ist immer vielschichtig, wenn du so einen krassen Schritt machst, oder 23 Jahre mit meinen Freunden unterwegs. Und ich würde es zusammenfassen, indem dass ich wie gemerkt habe, dass ich mich im Werdegang ein bisschen verändert habe. Ich bin ein Künstlertyp, ein Worshipper. Ich habe das lange gemacht, mit Leidenschaft, habe das abgegeben und habe dann wie Freude gefunden in dem, dass ich gemerkt habe, oh, ich bin ein Leiter und ich will Verantwortung übernehmen und ich will viel Verantwortung übernehmen. Ich habe eine Sicht für Kirche, eine Liebe für Kirche, eine Liebe für Jesus. Und habe das Gefühl gehabt, ich kann der Kirche auch noch anders dienen. Und habe aber in dem Sinne wie, ich weiss nicht aus welchen Motivationen auch immer, es ist jetzt aufgekommen, dass nicht alles koscher war. Ich habe das dort nicht gewusst. Ich habe das ehrlich gemeint, dass ich Verantwortung übernehmen für die Kirche in diesen Leitungsfunktionen. Aber irgendwann jetzt so mit 44, gell, Midlife Crisis, wo du dich wirklich ernsthaft fragst, wer bin ich? Ich bin am richtigen Ort. Habe ich mir eingestehen, dass ich nicht mehr in meinem Design laufe und dass sich das nicht mehr richtig anfühlt. Und dann ist natürlich ein langer Prozess losgegangen, eben, um das dann loszulassen oder dann auch wirklich eben den Mut haben, um auch einen radikalen Schritt zu machen, oder? Aus diesen Verantwortungen aus den Positionen heraus, Beziehungen auch ein Stück weit loslassen, wo wir geliebt haben. Das hat Mut gebraucht. Aber jetzt, wo ich da bin, in diesem kleinen Gefäß und wieder zurückgefunden habe zu meiner, kann ich wirklich sagen, zu meinem Design und zu meiner Berufung. Ich bin wieder von Herzen ein Worshipper. Du musst dir vorstellen, ich habe 10 Jahre lang keine Gitarre mehr angelangt, nie mehr ein Klavier in der Hand. Das ist wirklich dramatisch eigentlich. Mhm. Für das, dass mir das vor so viel bedeutet hat. Das war immer meine Entscheidung, dass ich das so radikal gemacht habe.
Aber jetzt wieder zurück zu finden in mein Design, das ist wunderbar und es fühlt sich von dem her sehr richtig an. Ja, also ich meine, ich habe ja da wirklich immer mehr so aus der Distanz das mitbekommen und halt gedacht, jetzt als Vater von 3 Kindern selber auch, weisst du, ja deine Kinderlieder-CDs mega geliebt. Also immer noch, die Schulreise und die Sachen, die du dort gemacht hast. Und jetzt, das wieder zu hören, also jetzt kann man sagen, auf dieser Bühne eigentlich bist du wieder in deinem Element, bist du viel Musik machen und, oder? In diesen Sachen drin. Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ich leite die Kirche mit der Lea zusammen als Worshipper. Ja. Also ich bin nicht wir sind auch nicht das klassische Pastoren-Ehepaar, das sind wir nicht. Und wir haben sehr viele gute Leute bereits schon. Also, als ich das erste Mal hierher kam, sind nicht so viele Leute da gewesen. Und wir sind jetzt mit meiner Small Group, mit meinen Eltern, habe ich dann jetzt hier angefangen, ganz klein. Und ich habe mittlerweile einfach so gute Leute um mich herum, die mich mega ergänzen, wo ich auch wieder einfach ein Worshipper sein kann. Und Teams bauen und Ministry bauen, das haben wir ja, das weiss ja, wie es geht aus der Erfahrung von Zürich. Das fällt mir einfach. Aber ich würde sagen, wir sind da nicht ein klassisches Pastoren-Ehepaar, wie aus dem Büchlein. Ja. Und wollte ich auch nicht sein, wollte irgendwie nicht mehr sein. Ja, aber das klingt ja auch völlig irgendwo befreit von diesem Bild, oder? Von dem, ja, die Schema so und einfach können sagen, hey, da brauche ich die Ergänzung entsprechend wahrscheinlich, oder? Und so weiter, ja, genau. Das habe ich schon immer. Ich habe immer schon gewusst, was ich kann und was nicht. Und ich habe mir schon immer Ergänzung geholt und so Kirche gebaut. Das ist, ja. Genau. Also was ja auch jetzt schon, wie du gestartet hast, in diesem Gespräch einfach stark zum Ausdruck kommt. Und so erlebe ich dich eben auch seit Jahren, wenn ich Social Media ein bisschen mitverfolge oder so. Man ist ja manchmal auch darüber verbunden, dass du einfach ein Mann bist, der sehr auch authentisch ist im Umgang mit seinen Schwächen oder mit Momenten von wir haben zu kämpfen oder Struggle oder so, sei es bei der Familie oder so. Schon etwas, wo mega bei dir, das ist einfach, passiert fast ein bisschen auch mit, oder was ist das? Ja, es ist mir einfach sehr wichtig, also erstens, also ich finde es unnötig zum Geheimnis haben. Ich bin ein offenes Buch, das bin ich schon immer gewesen. Das ist vielleicht schon auch eine Stärke. Und nein, Stärke ist das falsche Wort, aber es ist mir wichtig, weil ich sehe, wenn ich meine Schwächen zeige, und von denen gibt es ja viel, dass dann das Gegenüber auch bereit ist zum offen zu sein und dann gibt es einfach gute Gespräche. Und so die oberflächlichen Gespräche, wo man versucht, der Gockel zu sein und wer ist noch der Cooler oder noch wer kann noch mehr oder hat noch mehr, das finde ich langweilig. Und wir sind ja alle ein Stück weit irgendwo broken, oder? Mehr oder weniger. Und jeder erlebt auf seinem Leben Zerbruch. Und das finde ich einfach spannend, miteinander ehrlich über das zu reden. Es gibt für mich keinen Grund, um irgendetwas zu sein, was ich nicht bin. Ja, und wenn ich so ein bisschen bei euch auf die Webseite begangen vom ICF Winterthur, ist stark auch, dass bei den Werten, weisst, wir sind Familie, das Intime, das einfach, oder, es ist ja irgendwo etwas, ein Wechsel ins Kleinere, sagen, ist ja definitiv auch, oder, für euch. Ja, total, das habe ich wirklich jetzt auch gesucht. Ich habe gemerkt, ich wollte mega bei den Leuten sein. Ich war vorher so ein bisschen in dem Management hinein, wo mit viel Verantwortung, und das braucht Leute, die das machen. Und es gibt aber Leute, die das viel besser können wie ich. Und ich habe gemerkt, bei den Leuten so in dem Nähen hinein, das entspricht mir viel mehr. Und so richtig am Leben mit allen Emotionen und Auf und Abs. Das bin ich und jetzt spüre ich das da wieder. Total schön, das so zu hören. Ich habe ja eingangs gesagt, eigentlich, du bist jetzt einer von diesen Gästen, die wir im Zusammenhang mit dem Leuenkorner oder dem Leuenthema ein bisschen reinnehmen. Und als ich schon an diesem Hause studiert habe, habe ich ja noch nicht
genauer gewusst, ja, wie passt denn das Haar genau. Dann habe ich aber irgendwann entdeckt, du hast sogar auf WhatsApp das Profilbild auch mit Leuen im Moment, gell? Ja, sag nicht, ja. Ja. Der Daniel in der Leuengrube. Daniel in der Leuengrube. Wieder auch eine Assoziation mit dem Bild, aber dann gleich. Vielleicht anders, aber was bedeutet dir das? Ja, gell, also wir sind jetzt eigentlich so 2 Jahre in diesem Prozess von dieser Veränderung, die wirklich einschneidend war für uns als ganze Familie, auch in der Ehe. Und für mich, weil wenn du so einen grossen Schritt machst, dann denkst du, hey, mache ich den grössten Fehler von meinem Leben? Du hast 100 Gedanken und erlebst dann dort halt eben den Zerbruch. Und das fühlt sich halt oft an wie so umgeben von Leuen. Oft sind es Gedanken, Verzweiflung, nicht wissen, Ratlosigkeit. Ich habe mich eigentlich noch nie ratlos gefühlt in meinem Leben. Aber ich bin effektiv an einen Punkt gekommen in diesem Prozess, wo ich ratlos war. Ich habe noch ein Burnout eingezogen, also, weil ich nicht mehr mit meinem Design gelaufen bin. Mein Körper hat nicht mehr mögen. Meine Ehe hat nicht mehr funktioniert. Ich habe gewusst, ich muss irgendwie einen Wechsel machen, aber ich habe nicht gewusst, ist das der grösste Fehler von meinem Leben? Und so habe ich wirklich dann oft das Gefühl gehabt, ich bin umgeben von Leuten, Gott, jetzt musst du mir einfach helfen. Ich weiss nicht, wie weiter. Und das Wunderschöne ist zu merken, dass Jesus dort war, wie der Leu. Also in dem Bild, wo du sagst, sind die Leue und dann ist eben der Jesus als der grosse Leu einfach präsent in dieser Höhle. Und das habe ich wirklich so erlebt. Und das ist gewaltig. Ja, wow. Und vielleicht dürfen wir es ja dann sogar auch kurz einblenden, ja, wenn man es jetzt so gehört, gell, dass man... Ich weiss nicht, wer das Bild gemacht hat. Das hat mich so berührt. Ja. Also bei mir aus gerne. Also, genau. Ja, aber was ich finde schon, also eben, was bei dir immer wieder auch so sich gezeigt hat, ist gleich auch, jetzt hast du gesagt, Ratlosigkeit zuerst mal, also schon nochmal wie eine neue Dimension, vielleicht, die du erlebt hast. Aber mir denkt schon, wenn ich vorher deine Jahre miterlebt habe, du hast immer wieder so Überwinterglauben gezeigt bei Themen. Also auch bei kleinen Themen, weißt, wo du gleich den mutigen Leu auch vorgekehrt hast, bei dir selber. Ich habe mich besinnen an ein Fenster zum Sonntagssendung, wo es mal um Flugangst ging oder um, dass du nicht mehr oder nicht mehr getraut hast, zu schwimmen in See oder in die Kälte, weil jedes Mal als Sänger die Befürchtung war, oh, was ist mit meiner Stimme am nächsten Sonntag, oder? Ja, das stimmt, aber dort bin ich mir nicht ganz sicher, weißt, wie vieles ist wirklich Mut und wie vieles ist auch, ich muss mir etwas beweisen, dass ich das kann. Und das wäre dann eher Minderwert. Ja, das ist jetzt spannend, der bei dem Motiv noch tiefer zu graben, oder? Ja, genau. Also ich habe jetzt gemerkt, reflektierend auf meine letzten 20 Jahre, dass ich vieles gemacht habe, das eigentlich spektakulär aussieht, aber hindurch etwas Triebenes ist. Ein triebener Simon, ein Simon, der sich muss etwas beweisen muss, der Leistung muss bringen muss, dass er findet, oh, es geht vorwärts. Oder? Und ich habe jetzt gemerkt, dass du kommst eigentlich relativ weit, so, aus eigener Kraft. Aber irgendwann laufst du in die Wand, wenn die Motive nicht stimmen. Und das musste ich jetzt erleben. In dem Sinne hat Jesus verhebt. Aber darum, vieles, was spektakulär aussieht nach vorne, ist hindurch eher vielleicht Minderwert und eine leistungstriebene Person. Und das war bei mir nicht anders. Also heute würdest du das ein bisschen anders definieren, irgendwo durch auch, was mutig sein heisst, oder? Und ja, also das sieht natürlich spektakulär aus, wenn einer Flugangst hat und Pilot wird, aber in Rückblicken muss ich sagen, das ist einfach nur crazy gewesen. Und ich würde das nicht mehr machen, weil ich in dieser Zeit natürlich meine Familie vernachlässigt. Das war auch mega egoistisch, vieles, was ich gemacht habe, um mir zu beweisen, dass ich mutig bin. Und darum hat es einfach 2 Seiten. Und ich merke einfach, dass wenn ich wirklich ehrlich bin und jetzt eben im Kleinen bin, eher im Unspektakulären,
dass es fühlt sich für mich wie, ich weiß auch nicht, ein anderer, ja, nicht richtiger, aber irgendwie merke ich, das sind die Schritte, die ich gehen muss, im Unspektakulären. Wie das andere hat mich oft an einen Ort gebracht, wo ich nachher wieder umgekehrt bin oder gegen die Wand gelaufen bin. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Hey, was hat das mit Kindern gemacht? Du hast vorher einmal erwähnt, gerade am Anfang, 5 Kinder und jetzt eben auch das, der Papa, oder in all diesen Verwandlungen noch immer durch. Also klar, es ist erstens mal, das Setting ist wirklich völlig jetzt ein anderes und so weiter, aber ja, wie seid ihr dort und wie sind Sie auch mit, weißt, durch die Prozesse gekommen? Das ist eine gute Frage. Also wir sind natürlich auf dem Weg und 2 von meinen Teenagerkindern, die sind mega in Zürich involviert. Der eine macht sogar die Lehre als Grafiker und ich bin natürlich auch noch mega verbunden mit Zürich. Das sind ja immer noch meine Freunde dort und ICF Winterthur ist eine Location von Zürich. Das heisst, wir sind sehr verbunden sowieso. Und das ICF-Dach, ich liebe das. Da passiert so viel Gutes. Ich bin froh, ein Teil von dem zu sein. Aber das ist gar nicht die Frage, sondern deine Frage war wegen der Kinder. Aber das war jetzt auch interessant. Also, ja, aber gleich, ja. Wir sind eine starke Familie, also Lea und ich. Also eine starke Familie in dem Sinn, dass wir schon einen Zusammenhalt haben und auch in dem Sinne ehrlich sind daheim. Wir sind ehrlich in unserem Zerbruch hinein. Die Kinder haben gewusst, der Papi, der ist wieder einmal am Anschlag. Und es gibt einen Wechsel. Wir versuchen, die Kinder einfach ehrlich in dem hinein mitzunehmen. Aber es ist nicht einfach. Es ist auch ein Wechsel für die Kinder und die sind ja auch vom Typ her unterschiedlich, oder? Ich mache jetzt vom Typ her einen Wechsel noch einfacher, wie jetzt jemand, der stetiger ist, oder der nicht so gerne Neues hat. Ja. Das ist sicher, sind wir sicher mega herausgefordert in dem. Genau. Aber was ja einfach geblieben ist, und das macht schon auch sehr Freude und Hoffnung, einfach zu sehen, ja, du redest von Zerbruch sehr offen und so ja, transparent und gleichzeitig am Glauben sozusagen, hast du immer festhalten, oder? Also an Jesus selber, vorhin auch das Bild von Daniel in Leuengrube und so. Ja, also Jesus war wirklich der, der verhebt hat in dem Ganzen hinein. Und ich würde sagen, ich habe mehr denn je eine Sicht für Kirche und mein Herz brennt mehr denn je für Jesus und für das Wort Gottes. Ich habe auch das Gefühl, dass ich in der letzten Zeit, durch das, dass ich selber so viel geleistet habe und so viel gemacht habe, auch viel Zeit verpasst habe, wo ich irgendwie gar nicht in die Tiefe gegangen bin, weil alles so spektakulär ausgesehen hat, oder? Und das bin ich jetzt ein bisschen am Nachholen. Und ich habe auch viel nachzuholen, weil ich habe wirklich das Gefühl, Jesus und auch Kirche und das ist so eine Dimension. Ich bin jetzt 44 und ich habe das Gefühl, ich bin am Anfang. Also nicht am Anfang, du bist ein Armer, bist am Anfang, sondern da ist es ist so eine Dimension, die ich ergreifen will, wo ich merke, ich habe das noch nicht ergriffen. Und da ist so viel mehr, das motiviert mich extrem. Ja. Genau. Und da bin ich jetzt wirklich dran. Ja, wenn ich vielleicht das noch aufgreifen vorher auch erlebt, wir haben ja Lilo Kauer auch hier interviewen, oder? In deiner Location hier in Winterthur. Simon, merci vielmals einfach noch einmal für die Gastfreundschaft. Da habe ich ein Gespräch mitverfolgt, Lilo, wo du zu ihr hast so gesagt, ihr erlebt mega Wachstum und dass auch dort hier drinnen wieder gemerkt hast, oh, plötzlich, ich hätte gerade die Versuchung gehabt, das zu machen, oder? Ja. Also,
Wenn dort jetzt noch so ein bisschen anzuhängen, dem, was du vorhin gesagt hast, oder? Eben der Simon mit diesen alten Mustern von ich kann selber relativ viel bewegen, weil ich ein Machertyp bin, weil ich kann Leute begeistern. In dem Sinne ist einfach so Gefahr, dass wenn du wieder in Kraft... Im Dezember bin ich eigentlich so wieder recht in der Kraft gewesen. Und das alte Muster ist vorgekommen. Ich habe einfach wieder viel zu viel gemacht. Und ich bin nicht mehr in dieser Ruhe vorher, im kompletten Zerbruch. Da ist mir nicht mehr viel anderes geblieben, als einfach als wirklich mich auf Jesus zu verlassen. Und ich habe meinen Leuten gesagt, hey, ihr Lieben, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach da und wir schauen, was passiert. Und aus dem Zerbruch ist ein wunderbarer Wachstum gekommen, das wir uns nicht haben können erklären. Und jetzt kommt Kraft zurück und ich bin schon wieder am Hebeln. Und Jesus hat mich einfach wieder abgebremst und gesagt, Simon, das ist nicht der Weg. Der Weg ist, dass ich dir zeige, was dran ist, dass ich euch zeige, was dran ist. Und ich habe immer viele Ideen und ich weiß noch, wie man es macht. Und jetzt müssen wir doch die Leute bejüngern und das und da noch einen Kurs. Und das klingt ja immer alles gut. Aber es ist vielleicht jetzt nicht gerade das, was Jesus will, dass wir jetzt machen. Und wenn ich nicht höre und zur Ruhe komme, dann höre ich es auch nicht. Und das muss ich einfach lernen. Das ist anscheinend wirklich jetzt mein Lernprozess. Ja, also danke vielmals. Einfach Simon, oder du redest von Simon, ist ich weiss gar nicht. Ja, immer. Ist mir gleich. Ist egal. Ja. Ist egal, okay. Ich bin vorher mehr irritiert, aber vielleicht gibt es die einen machen es so, die anderen ich so. Selber sage mir Simon, aber das ist so, mein ICF-Name ist Simon, aber ich bin tatsächlich. Simon. Ja. Oder bei mir ist auch Flo und die sagen auch Florian. Also ich kenne so Geschichten, ja. Also gut, aber da ist das nicht so ein relevanter Bereich. Sehr gut. Ja, nein, also für mich ist nach wie vor, ich habe das Gefühl, jetzt auch das Gespräch, das wir hier hatten, es zeugt von dem eben ehrlich sein, oder? Und anschauen, was ist wirklich. Und ja, sich mit dem auseinandersetzen, oder? Was Gott einem während der Reise, wo zur Brüche, wie du richtig sagst, dazugehören, einfach raufkommt. Ja. Das ist so. Genau. Ja, mutig sein. Also ich glaube, also wenn ich das noch sagen darf, ist, dass Jesus uns ja herausfordert, nicht einfach so zum ein bisschen Sonntagschristsein zu leben, sondern er fordert uns in die Nachfolge. Und die Nachfolge mit Jesus Christus, die ist einfach so radikal und ganzheitlich. Und das braucht Mut, weil es ist einfach in der heutigen Zeit vom Mainstream ist es einfach, braucht das Mut, anzustehen und sich auf das Wort Gottes zu stellen und zu sagen, das ist das Wort Gottes. Und auch als Kirche das so anzustehen, das ist mir ein riesen Anliegen. Darum brennt auch mein Herz so für Kirche. Dass Kirchen nicht, weil sie wollen, möglichst viele Leute anziehen und versuchen, besucherfreundlich zu sein, das Evangelium zu verwässern. Wir müssen das Evangelium nicht in ein Wattebäuschen packen, sondern das Evangelium ist so klar und Jesus fordert uns raus, in seine Nachfolge zu gehen und den Preis zu zahlen. Und der Preis ist jetzt gerade noch erträglich in der Schweiz, aber der Preis, Jesus nachzufolgen, das ist ein Preis. Und ich wünsche mir, eine Kirche zu bauen, wo wir den Preis zahlen, wo wir auch einander ermutigen, um ganze Sachen machen mit Jesus. Jeden Tag die Bibel essen, die Bibel kennen. Und das wollte ich sehen. Wirklich, ich wollte mich mit Freunden umgeben, die erweckt sind, die on fire sind für Jesus. Und wir kommen in die Kirche und wir erzählen einander das, was wir erlebt haben unter der Woche mit Jesus. Und dann ist, dass wir da noch eine Predigt haben oder noch gute Worship haben, das ist dann ein kleiner Teil davon. Das ist nichts gegen das ist auch gut. Aber ich wünsche mir, dass wir wirklich mit Jesus die Kraft von Gott erleben. Von dem träume ich. Und dann das miteinander teilen und dann wird das in die Stadt rausgetragen und ich wünsche mir das wirklich, dass ich das noch erleben darf. Viel mehr, als ich das jetzt erlebe. Schön. Und genau das wünsche ich dir natürlich auch. Und dieser ganzen Kirchenfamilie, die ihr hier habt, mit ICF Winterthur.
Und danke vielmals noch einmal für das Gespräch, wo du dich darauf eingeladen hast heute auch, und auch eben wirklich sehr ehrlichen Einblick hast gegeben. Danke vielmals, Simon. Dankeschön. Und ich tue an dieser Stelle einfach noch gerne einen Hinweis platzieren. Wir haben auch das auf unserer Webpage schon, also auf der Landingpage von lifenet.ch/löwe, ihr auch drauf kommt und könnt das Buch bestellen, beim Fontys Verlag rauskommen. Vom ICF Zürich her ist das, von Leo Bicker geschrieben worden. Ich habe es sehr bereichernd empfunden, auch zu diesem ganzen Thema, wo wir uns damit auseinandersetzen in diesem Jahr. Bestellt euch doch auch, wenn ihr Lust habt, so ein Buch. Und sonst gibt es sowieso weitere Inspiration hier auf diesem Kanal. Ein nächster Löwen-Talk kommt auch schon gleich. Nächsten Monat, anfangs wieder, haben wir einen weiteren spannenden Gast. Ihr könnt auch Leute nominieren, die ihr das Gefühl habt, das ist jemand, der besonders etwas zu sagen hat, aber vielleicht selber nie vor der Kamera stehen. Und dann schickt uns ein Mail an redaktion@lifenet.ch, dann können wir es anschauen und vielleicht schreiben wir auch einen Bericht über eine Person. Das müssen nicht immer die sogenannten öffentlichen Heroes oder so sein, sondern einfach jemand, der euch auffällt oder das Gefühl hat. Wie mein Grossi einmal, als ich eine Geschichte erzählt habe, zu Hanni Schär. Es kann auch durchaus so etwas sein. Danke vielmals für euer Interesse. Bis gleich wieder. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.lifenet.ch/Videopartner.